damit hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, spontanen Vormittagsstream hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Gerald und ja, gestern ist ja The Witcher leider ausgefallen und da habe ich mir gedacht, da ich ja zurzeit krankgeschrieben bin, weil ich mir die Schulter verstaucht habe, hau ich jetzt einfach mal so einen kleinen spontanen Stream raus. Weil beim Zocken belastet meine Schulter nicht großartig, deswegen trifft sie das eigentlich ganz gut. Und ja. Ja, wir haben ja letztens ewig lang gesucht, wo diese Störung da ist. Ich hab das jetzt mal, ein bisschen beschissen, hab das gegoogelt. Also irgendwo hier müssen die Mauritiumbomben sein. Und die stören das. Oh, halt, nein, ich brauch das andere. Ich brauch dieses komische Piep-Ding. Ja, genau, die Mauritium. Irgendwo da müssen. Das ist das Lager, aber irgendwo müssen doch die Mauritiumbomben sein. Schon wärmer, wärmer, heiß. Sieh zum Feuer. Da ist der Käfig. Da vielleicht. Da bist du ja. Ah, siehst du das? Frau mal Dr. Google. Kommt von dort. Dr. Google weiß alles. Was ist in diesen Kisten? Die Mauritiumbomben. Hat Lambert gemacht. Kein Wunder, dass das Megaskop nicht funktioniert. Also, die müssen hier raus. Das kann ich machen. Nicht, dass du meine Regale durcheinander bringst. Aber pass auf Uma auf. Ja, Onkel Wesemir. Wie sieht's denn aus? Wesemir nimmt dich doch nicht zu hart ran. Dachte ich mir. Fertig. Du kannst gehen. Sehen wir uns jetzt die konditionierten Reflexe an. Das Klöchen, berichte Jennifer, dass du die Störungsquelle entfernt hast. Ja, eigentlich hat es der Wesemir entfernt. Ja, endlich habe ich das gefunden, ey. Aber war gut, dass ich googelt habe, weil sonst hätte ich wahrscheinlich nur eine Stunde lang da rumgesucht. Vorgestern haben wir ja Jedi Fallen Order gespielt und wie gesagt, gestern war ja der Witcher dran, aber das ist jetzt gestern ausgefallen, weil ich Besuch gehabt habe. Heute werde ich wahrscheinlich wieder Besuch kriegen, deswegen weiß ich noch nicht gewiss, ob Fallen Order heute kommt, aber ich schau mal, wahrscheinlich schon. Aber jedenfalls holen wir jetzt einmal den verlorenen Witcher Stream nach. Zuschauen wird mir wahrscheinlich keiner, aber das macht nichts. Jennifer, Schatzilein, ich habe deine Störung entfernt. Du darfst mir jetzt danken. Danke, jetzt scheint's zu klappen. Was war es? Die Mauritiumbomben hat Lambert bei den Betten gelassen. Er hatte wohl keine Ahnung, dass sie mein Megaskop stören könnten. Er hat sich wohl einen Spaß erlaubt. Lambert hat keine Ahnung von Megaskopen. Ich schätze mal zweiteres. Weißt du, Lambert ist nicht gerade Experte in Megaskop-Fragen, also... Bitte, Lambert ist fies, nicht blöd. Genug. Bereit für das Gespräch? Darf ich denn hier sein? Logenmitglieder weihen ja nicht jeden in ihre Geheimnisse ein, habe ich gehört. Nimm es als Zeichen meines Vertrauens. Ja, jetzt davor Fangen wir an. Und Geralt, bitte benimm dich. Hast du nicht gerade gesagt, dass du mir vertraust? Hör auf, meine Worte zu verdrehen. Cadmiel, Jennifer Wengerberg, Greenblade. Wer bist du? Hallo Ida! Hallo, liebste Ida. Geralt. Schon gut, Jennifer. Ich bin menschliche Sitten gewohnt. Warum hast du mich gerufen? Wir müssen einen Fluch brechen. Er wurde in einem mir unbekannten Dialekt der älteren Rede ausgesprochen. Ich verstehe. Und die Worte des Fluchs? Vafail Elaine, Cadmiel Folie, Gledif Dorn Eptenate, Bundro Ibne Iakus. Kennst du den Dialekt?
Erkennst du den Dialekt? Late in Undod. Das heißt, Die sogenannte Eine Rede. Eine vergessene Sprache aus der Zeit vor der Migration. der Migration? Später, Geralt. Flüchtlinge. Die Worte hast du schon gehört, nicht? Anscheinend hast du diese Worte schon mal gehört. Ja, in Legenden. Solchen, die nicht gut ausgehen. Kannst du uns mit dem Fluch helfen? Einigermaßen. Agnes de Glanvilles Beschwörung zusammen mit Elders Triangel, umgedreht natürlich, sind die einzige Rettung. Aber ich kann nicht garantieren, dass sie ausreichen. Danke, Enseverne, Vafail. Unser Gespräch ist noch nicht beendet. Oh. Willst du was bestimmt dafür haben? Was ist denn? Also wenn es bedeutet, dass ich noch eine kleine Quest krieg, dann... Du willst bestimmt was dafür haben. Fragen wir mal, was ist. Worum geht es? Es nahen die Zeiten der weißen Kälte und des weißen Lichts. Und die Welt wird in Frost ersterben. Ich kenne Iglenis Prophezeiung. Das bezweifle ich nicht, aber verstehst du sie auch? Das ältere Blut kann die Zeit des Endes initiieren oder sie aufhalten. Denk daran, Gwynblade, denn du wirst bestimmen, ob aus dem Funken ein Feuer wird. Aha. Fertig. Hast du das verstanden? Die Migration, was war das? Hast du eine Ahnung, wovon sie gesprochen hat? Von Ciri natürlich. Ich wünschte, es würden sie verflucht nochmal alle in Ruhe lassen. Daraus wird wohl nichts. Worum ging es bei der Migration? Um Flüchtlingsintegrierung. Götter, habt ihr hier keine Geschichte gelernt? Nein. Wesemir fand für unseren Pfad den Schwertkampf sinnvoller. Antwortest du mir? Natürlich. Zum Lernen ist man nie zu alt. Die Enseide und Aen-Elle-Elfen waren einst ein Volk, die Aen-Undod. Dann gab es einen Kataklysmus, dessen Natur unbekannt ist. Die Aen-Undod mussten ihre Welt verlassen. Unterwegs spalteten sie sich. Wenn Umas Fluch also in diesem Late en Undod geäußert wurde, Dann ist er alt. Sehr, sehr alt. Und jetzt? alles in allem ein interessantes Gespräch. Und jetzt? Jetzt könntest du dich entschuldigen, weil du dich trotz meiner Bitte wie ein Tölpel benommen hast. Was wird? Kommt nicht in Frage. Nee, komm. Wir waren ja schon die ganze Zeit so arschig zu Jennifer. Jetzt entschuldigen wir uns mal. Tut mir leid. Als Ida in diesem herablassenden Ton anfing, Hast du beschlossen, sie durch dein Verhalten zu rechtfertigen? Toll gemacht, Geralt. Bravo. Genug. Es ist alles bereit. Wir sollten die anderen holen und anfangen. Stufe 21. Alle herhören. Alles ist bereit. Wir können anfangen. Lambert, bereite die Apparaturen vor. Eske, geh. Das reicht, meine Liebe. Ich gebe hier die Anweisungen, nicht du. Wir hatten eine Vereinbarung. Wir heilen Uma auf meine Weise. Ich sagte, wir helfen dir. Das war's. Du hast es noch nicht für nötig gehalten, uns zu informieren, was du mit ihm machen willst. Es ist nicht sicher, oder? Dachte ich's mir. Deshalb sollten wir erst eine andere, weniger gefährliche Methode versuchen. Welche andere Methode? welche andere Methode? Stammt aus einem traditionellen Brauch, hab sie oft benutzt. Etwa im Jahr 1211, um den Fluch des Schwans von Povis zu brechen. Ich bringe Uma in die Berge. Und dann heult ihr zusammen den Mond an? Etwas mehr Respekt. Du redest nicht mit Geralt. Nein, das machen wir nicht. Ich lege ihn auf einen Grabstein. Um Mitternacht gebe ich ihm einen Tee mit Schierling, der... Das muss ich dir nicht erklären. Meiner Meinung nach. Ich kenne deine Meinung, aber ich bitte dich nicht um Erlaubnis. Ich sage dir, was passieren wird. Im Morgengrauen bin ich zurück, mit Uma. Oder was auch immer in ihm drin ist.
Wesemir ist auf seine alten Tage etwas mürrisch geworden. Das war noch gar nichts. Du hättest ihn letzten Winter erleben sollen, als Lambert ihm vorschlug, Kaer Morhen endlich zu verlassen. Was ist so toll an diesen alten Ruinen? Feuchte Mauern, undichte Dächer und im Winter ist es ein einziger verdammter Eisklotz. Wesemir hat kein Wort gesagt. Stand da, griff sein Schwert und schlug auf seinem Weg nach draußen die Tür ein. Kam erst nach einem Monat wieder. Ups. Trotzdem, ich mag den Wesemir. Der ist voll korrekt. Nun, wir haben den Abend frei. Was machen wir jetzt? Ja, besaufen natürlich. Wesemir sagte, dass ein paar Dachbalken ausgetauscht werden müssen. Wir könnten uns darum kümmern. Nein. Oder einen zusammen trinken. Klingt viel besser als die Dachbalken. Hätte nichts gegen einen kurzen. Oder zwei. Ich kann nichts machen. Wurde überstimmt. Auf geht's. Yen, wir haben leider keine Gläser. Ich hoffe, Krüge passen dir auch. Heute trinke ich sogar aus einem Stiefel. Statt Trübsal zu blasen, könnten wir uns gegenseitig auf den neuesten Stand bringen. Nun ich. Wo hast du dich rumgetrieben, Lambert? Eske, sag mal, wo war er? Wie sieht's bei dir aus, Lambert? Zuletzt warst du Richtung Westen unterwegs. Oh, stimmt. Ein Auftrag in Lan Exeter. War zugegeben recht einträglich. Ja, in Kovir liegt das Geld fast auf der Straße. Weißt du, wie viel sie dafür an Ertrunkenen zahlen? Ruhe, jetzt rede ich. Dieser Riese hat sie also heimgesucht, hat Reisende angegriffen, Menschen in die Sümpfe verschleppt. Und sich auf der Hauptstraße erleichtert, sodass jeder reingetreten ist. Du hast genug Spannung aufgebaut. Komm zum Punkt. Also, hat sich herausgestellt, dass es kein Riese war, sondern ein großer Waldtroll. Und die Reisenden wurden von Räubern überfallen. Was hast du gemacht? Erst die Banditen erledigt, um die Straßen sicherer zu machen, dann den Troll. Sollte seinen Kopf liefern, um den Lohn zu kassieren. Pragmatisch wie immer, du hättest den Troll verschonen können. Machen wir das erste. Pragmatisch wie immer. Du könntest dir von Lamberts Tunlichkeit eine Scheibe abschneiden. Ideen wie gleiches Recht für Trolle vergessen und dich von der Armut fernhalten. Ich wusste, die Zauberin würde es so sehen wie ich. Eske, dieser Katakan, den wir zusammen fertig gemacht haben, wo kam der her? Ein Katakan? Ohoho, gefährliche Hurensöhne. Und wählerisch. Meiner hatte eine Vorliebe für junge Frauen aus gehobenem Haus. So wie ich. Deine Fantasien interessieren keinen Lambert. Aber der Vampir. Selbst ich würde gerne wissen, wie du es angestellt hast. Mein Kunde hat einen Maskenball für die Wohlhabenden der Stadt gegeben. Um den Vampir anzulocken. Ich war auch da, verkleidet. Ich sag euch, so viel Erfolg wie an dem Abend hatte ich bei Frauen noch nie. Geschäft und Vergnügen mischen, keine gute Idee. Ja, den Vampir wäre ja ganz offensichtlich erwischt haben. Machen wir mal das untere. Arbeit und Liebe gleichzeitig? Dumme Idee. Er hätte dich mit runtergelassenen Hosen erwischen können. Schon möglich, aber wenn du so aussiehst wie ich, nutzt du jede Chance, die sich dir bietet. Vielleicht solltest du ab jetzt immer eine Maske tragen. Und du einen Knebel. Was ist aus dem Vampir geworden? Ich hatte eine Abmachung mit einer jungen Alchemistin. Hat sich zugedröhnt. Fistech, Wodka, magische Pilze. Der Vampir hat sie im Garten gefunden und gebissen. Der Kampf war reine Formsache. Ein modernes Märchen zum Thema Völlerei. Und der Alchemistin geht es gut? Ja, hat etwas Blut verloren. Aber schlimmer war der Kater. Hat einen Monat lang nur Gurkensaft getrunken. Ich mag keine Gurken und ich mag auch nichts, was mit Gurken in irgendeiner Art und Weise zusammenhängt. Gurkensaft widerlich. Hab einiges erlebt in letzter Zeit. Könige, Drachen, Verschwörungen und dann habe ich Yen gefunden. Wirklich sehr schön. Aber warum erzählst du uns nicht von Uma? Lange Geschichte. Ich war Ciri auf der Spur. Bin nach Velen, Skellige, Novigrad, um mal wieder Rittersporn zu retten. Hat er etwa schon wieder die Falsche gevögelt? Ach, apropos alte Freunde. Novigrad und Vögeln. Wie geht's, Triss? Oh. Fick dich. Ich habe gerade
Fick dich. Fick dich. Du kannst mich mal, Lambert. Hey, da habe ich wohl einen wunden Punkt getroffen. Warum sagt er nicht Lambert, fick dich? Nicht witzig. Gut. Sind wir jetzt auf einmal ernst? Na dann. Yen, was hast du mit Uma vor? Ich sagte doch, wir sprechen morgen darüber. Dann raus mit der Sprache. Mitternacht ist rum. Ich werde ihn der Kräuterprobe unterziehen. Aber nur... Du wirst ihn was? Achte auf deine Manieren, mal nicht reagieren. Tut mir leid. Willst du einen Hexer aus ihm machen? Natürlich nicht. Es geht mir auch nur um die erste Hälfte der Probe, weil... Weil du ihn leiden sehen willst? Unterbrich mich nicht, sonst werde ich dich leiden sehen. Um Uma seine alte Gestalt wiederzugeben, müssen wir erst... Wie erkläre ich's? Es ist wie mit Ton. Um ihn zu formen, muss er feucht sein, sonst zerbröckelt er. Darum geht's im ersten Teil der Probe. Er bereitet den Körper auf eine Veränderung vor. Nur so können die Mutagene einen Hexer hervorbringen. Wie stehen die Chancen, dass Uma überlebt? Nicht gut, aber wir haben keine Wahl. Es sei denn, Wesemir macht seinen Trick mit dem Schierling. Du wirst dich wundern. Der Alte weiß, was er tut. Da würde mich mal interessieren, wie alt der Wesemir ist. Wenn der Geralt schon fast 100 ist, dann wird der Wesemir locker schon über 100 sein. Das wäre die erste Probe seit Jahren. Jahrzehnten. Ich wusste, dass ihr skeptisch sein würdet. Skeptisch? Darum geht es nicht. Dieses geheime Wissen ist vergessen. Und so sollte es auch bleiben. Ich bin die Letzte, die euch vorschlagen will, Horden von Hexern zu züchten. Das brauchst du auch nicht. Bis jetzt hatten wir eine gute Ausrede, warum wir keine Lehrlinge aufnehmen. Das sollten wir überdenken. Später vielleicht. Wer will noch eine Runde? Oh, ich. Aber wir haben nichts mehr zu beißen. Geralt, wie wär's mit einem Überfall auf die Küche? Gute Idee. Edle Herren, es war mir eine Freude, mit euch zu trinken. Besonders mit Lambert. Aber es ist schon spät. Bleibt nicht zu lang auf. Morgen ist ein wichtiger Tag. Also eigentlich heute, wenn Mitternacht schon rum ist. Wollte nicht hören, oder? Wollen Sie nie. Wovon redet ihr? Vor einer Weile hatte Eskel einen Samovila-Auftrag. Tolle Geschichte. Gleich erzähle ich weiter. Erst aber etwas Nachschub. Oh, die Leber lässt grüßen. Was ist das? Nennt sich die Quälerei. Zu gleichen Teilen Schnaps und weiße Möwe. Was guckst du so? Jen ist im Bett. Jetzt wird richtig zugelangt. Sehr gut. Noch ein. Zum Wohl. Tja, das bin ich jeden Abend. Unternehmen wir was Lustiges. Ja, das kommt gleich. Jetzt machen wir erstmal das. Erzähl mal, wie war das mit dieser Samovila? Hat einen Bauern geschnappt. Aber statt glücklich zu sein, dass er entkommen konnte, hat sich der Idiot Hals über Kopf in sie verliebt. Was ist eine Wollte, Samovila? dass ich sie einfange, hab abgelehnt. Also hat er es allein versucht. Mit nem Fischernetz. Ich wette, die zwei tanzen jetzt auf einem fahlen Feld eine Mazurka. Tolle Geschichte. Und eine Moral hat sie auch. Ach ja? Und die lautet? Halt dich von gefährlichen Frauen fern. Sag das mal Kai Kestis. Jennifer und ich, wir sind kein Paar. Für wahr reden wir was anderes. Jennifer und ich, wir sind kein Paar. Du kannst dich entspannen. Jen und ich, wir sind kein Paar. Und wir werden auch nie eins. Ah, darum war die Frau Zauberin so kreuzbeleidigt. Lambert, lass das. Tut mir leid, Geralt, das war unsensibel. Das wussten wir nicht. Willst du drüber reden? Will ich drüber reden? Nein, ich will trinken. Okay, Machbar. Ohne weiteres. Ich kann's mir nicht aussuchen, ob ich drüber reden will.
ist er kälter als im Arsch eines Eisriesen hier. Meine Herren, ich komme wieder. Aber erst muss ich für kleine Drachen. I'll be back. Kommst du gut mit Lambert aus? Ich finde es hier nicht kalt. Machen wir mal das erste. Verstehst du dich gut mit Lambert? Irgendwie habe ich gelernt, nicht über bestimmte Dinge mit ihm zu sprechen. Dürfte eine lange Liste sein. So ist es. Hallo, ihr Knirpse. Feiert euren eigenen kleinen Karneval, was? Alkohol, meine Besten, ist des Hexers ärgster Feind. Wo hast du denn dieses Hütchen her? Aus Wesemirs Koffer. Der letzte Schrei des Jahres 1112. Sicher hat es der Alte getragen, als er Mädels aufreißen ging. Oder, wie man es damals sagte, den Weibern den Hof machte. Jungs, ein Hexer zu sein, ist mehr als nur Karten und Schnaps. Es ist harte Arbeit. Nicht für uns ist das Zwitschern von Kindern, nicht für uns. Ist gut. Ein Wesemir reicht uns. Zieh das aus, bevor es kaputt geht. Und schenk ein. Oh, das mache ich, Eskel. Ich schenk ein. Bis zum Rand. Denn ohne Wodka bist du steif wie ein Buchhalter in der Gipskorsage. Unternehmen wir was Lustiges. Na los, amüsieren wir uns. Langweilen wir dich etwa? Nein, es ist nur... Nicht witzig genug. Unser Schönling hat recht. Hör zu, ich kenne da ein Spiel von einem Schüler in Ochsenfurt. Einer fängt an und sagt, ich hab noch nie... und beendet den Satz, wie er will. Wer das Erwähnte schon mal gemacht hat, muss einen trinken. Dann ist der Nächste dran. Klingt gut. Du fängst an. Ich hab noch nie mit einem Succubus geschlafen. Trinken. Keine Ahnung. Ja gut, der Gerald schaut schon so aus, als hätte er schon mal. Ja komm, da trinkt man jetzt. Na, sieh mal einer an. Das hätte ich von Gerald erwartet. Aber von dir? Eskel, Eskel. Stille Wasser sind tief. Ich stehe total auf Frauen mit Hörnern. Gut, jetzt ich. Ich habe noch nie nach einem Besäufnis nur noch meine Unterhose angehabt. Das glaube ich jetzt eher nicht. Eine Runde aussetzen. Oh, Lambert, Lambert. Kermorhans schwarzes Schaf. Das Beste kommt erst noch. Es war nicht mal meine Unterhose. Also gut, Gerald, du bist dran. Ich hab noch nie... Was habe ich denn noch nie? Fistech genommen, einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Machen wir das. Einen Sprung aus dem Fenster einer Geliebten machen müssen. Echt nicht? Muss ja ein harter Hund sein, dessen Frau du durchgevögelt hast. Irrtum. Es war ein Freund. Ich wollte ihn nicht kränken. Ja? Ein schöner Freund bist du. Gut, Leute, lassen wir das. Sonst kann ich euch nie wieder in die Augen sehen. Oh. Der Wodka. Der Wodka ist alle. Wer holt noch ein? Ich war schon... Ich habe Essen geholt. Na gut. Ich gehe. Küche. Da lang, oder? Das erste. Lambert, Kumpel, ich muss was loswerden. Ja? Manchmal bist du ein echter Idiot, aber ich liebe dich, Bruder. Und du bist manchmal ein echter Angeber. Aber scheiße. Ich würde mit dir durch die Hölle gehen. Komm her, du Knallkopf. Scheiße. Kaputt? Zum Glück war sie leer. Wo ist Eske? Müsste längst wieder da sein. Wir müssen ihn suchen. Das ist eine Aufgabe für Wesemir. Nicht schon wieder. Zieh die Mütze aus. Wo ist dieser Jungspund nur hin? Vielleicht ist er in Bedrängnis. Ich wette es. Los, Männer, auf zur Rettung.
Die Quest ist geil. Hexer sind die Kult überhaupt nur nutzen? Eskel, du Säufer! Komm da raus! Hat etwas Wein vergossen und ist mitten durch die Pfütze gekrochen. Musstest du dich jetzt hinknien, um das zu sehen? Hätte ich mich vorgebeugt, dann hätte ich mich übergeben. Eskel, klopf, klopf. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Eskel, klopf, klopf. Ich kann nicht laufen. Eskel! 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 Ah, hast du das gehört? Das klang wie das Japsen eines verwundeten Wöverns. Verdammt, wir haben den Kampf verpasst. Ich glaube, er hat sich wehgetan. Ah, was macht eine Narbe mehr schon aus? Ist vollkommen egal, so sehe ich das. Aha, Eskel ist in der Nähe. Halt durch, Bruder, wir kommen. Eskel, du Säufer! Komm da raus! Hey, schau mal, da ist er. Mit seinem getreuen Meckerfritzen! Hallo, Eskel! Wach auf! Wie? Was ist passiert? Bist abgefüllt. Sternhagel voll und noch einiges mehr. Das ist passiert. Steh auf. Du kannst einen Schluck vertragen. Lass mich. Muss kotzen. Immer dasselbe, wenn wir bereits zusammen sind. Lass uns jemand Viertes finden. Besser, eine Frau. Keine hier außer Yen. Und die wollen wir lieber nicht aufwecken, glaub mir. Was ist mit dieser Zauberin, mit der ihr gesprochen habt? Wir machen das Megaskop an, laden sie freundlich ein, sie teleportiert sich her, bringt vielleicht ein paar Freundinnen mit. Wie klingt das? Du bist ein Genie. Lambert, du bist ein Genie. Aber klar. Und? Laden wir die Loge zu unserer Fete ein? Ja. Ruf die Schlampen. Also gut. Wie geht das? Also, du drehst ein wenig hier, ein wenig da und dann sagst du was auf Elfisch. Kinderleicht. Fangen wir an. Warte. Wenn diese Ida uns sieht, erschreckt sie sich. Ich meine, wir sehen nicht wie Zauberinnen aus. Ich weiß. Jennifers Kleider. Wir ziehen sie an. Ihre Taschen sind da drüben. Was ist mit dir los? Stehst du drauf, dich zu verkleiden? Klappe, Klugscheißer. Sonst schnüre ich dein Korsett so zu, dass du dir in die Hosen scheißt. Wir quetschen uns in die Kleider, die Kühe. Natürlich quetschen wir uns in die Kleider. Hör auf zu jammern, Eskel. Wir nehmen diesen Fliffer. Fitter. Flitterkram. Wir reden mit niemandem drüber, klar? Es bleibt unter uns. Da wird sich die Ende aber freuen. Was für ein Krempel. Man könnte meinen, sie zieht hier ein. Psst. Mach Geralt keine Angst. Wo ist denn hier die Kiste? Also ich bin vorbeigelaufen da vorne. Jennifers Kleid. Zählt als Hexerausrüstung. Zieh Jennifers Hose an. Ja, dann machen wir das doch glatt, oder? Kann ich eigentlich. Ja, ich kann sogar Waffen ausrüsten. Wo ist Jennifers Hose? Also wahrscheinlich bei Questgegenständen, oder? Ja, da ist sie. Natürlich ziehen wir Jennifers Hose an. Ja, dann ziehen wir aber andere Schuhe auch noch. Machen
muss man ja so. Ja, perfekt. Achso. Passt wie angegossen. Sicher. Muss nur in der Taille etwas ausgelassen werden. Ruhe jetzt. Zieh dich an. Das nicht. Passt nicht zu deinem Teint. Scheiße, Eskel. Du hast eine Figur wie eine Sanduhr. Und du bist ein Arschloch. Los, komm schon, ist unbequem. Also, überlasst mir das Reden. Ihr zwei kümmert euch um die Kristalle. Ketmil, Bluet de Deune, Hokus Pokus, Abracadabra, Arse Platana. Was ist da? Wer ist das? Oh, Entschuldigung. Wir waren niemals da. Machen! Mehr Papier, Exzellenz? Nein, du Idiot! Die Loge! Die Loge will mich holen! Ich hoffe, ihr habt eine Erklärung dafür. Eine sehr gute. Geht jetzt ins Bett. Sofort. Verdammt. Was für ein Traum. Wie ich sehe, sind alle schon munter. Mhm. Und eine kräftige Fahne habt ihr auch. Dieser Hut war ein persönliches Erinnerungsstück, Lambert. Immer mit der Ruhe, alter Mann. Das geht in der Wäsche alles raus. Du kannst den Jungs später auf die Finger klopfen. Gehen wir an die Arbeit. Hast du was rausgefunden? Machen wir das. Wesemir. Etwas rausgefunden? Während ihr Gabelschwänze gejagt und mit dem Megaskop rumgespielt habt, hab ich Uma untersucht. Mir ist etwas aufgefallen. In Momenten, wie sagt man, begrenzter Bewusstheit, verhält er sich anders. Wenn er einschläft, wacht er plötzlich für einen Moment auf. Dann bewegt er sich anders, hat einen anderen Blick, aber nur für einen kurzen Moment. Also habe ich ihn in Trance versetzt, hypnotisiert. Zuerst ohne Wirkung. Aber als er richtig weg war, habe ich was gehört. Ein Seufzen oder Stöhnen. Jedenfalls nicht Umas Stimme. Schön und gut. Aber wie soll uns das helfen? Sei still. Danke, Wesemir. Und es tut mir leid, was ich gesagt habe. Haben die Jungs dir erzählt, was wir vorhaben? Ja, und es gefällt mir nicht. Aber ich muss dir wohl vertrauen. Ich dachte, wir wären diese Folterbank längst los. Ist sicher ein halbes Jahrhundert her, dass ich den traurigen Albert gesehen habe. Ich konnte mich nicht von ihm trennen. Dachte, wir könnten ihn noch gebrauchen. Ihr wisst ja, wie alte Leute so sind. Klar. Jeder Opa sammelt ja Foltergeräte auf dem Dachboden. Gut, und was jetzt? Wir können anfangen. Wir brauchen nur die Tränke zu brauen. Warum haben wir das nicht? Früher gemacht. Weil die vorbereitenden Elixiere für die Probe sehr reaktionsfreudig sind. Sie müssen sofort nach der Herstellung verabreicht werden. Zufrieden. Geralt, mach die Tränke. Hier sind die Rezepte. Eskel, nimm eine Flasche Alkohol. Oh nein. Nach letzter Nacht habe ich... Und desinfiziere die Werkzeuge. Na? Hopp, hopp. Okay. Du weißt glaub- nicht, wer in Umas Körper gefangen ist. Warte mal kurz, immer mal gescheite Hosen nutzen. Ich renn hier in der Unterhose rum, das geht ja mal gar nicht. Schuhe. Jetzt ziehen wir Hobby. Dann rüsten wir mal ein paar Waffen wieder aus. Nehmen wir mal das da und dann nehmen wir das.
Was macht mehrere schon? 171, das sind zweimal dieselben. Okay, und keine Ahnung, das Silberschwert daher. Gut, so. Ich muss Tränke brauen. Hab ein paar komplexe Berechnungen angestellt. Ein paar Zahlen extrapoliert. Simulationen durchgerechnet. Du meinst, du hast geraten? Mhm. Stelle den Kräuterabsud her. Ja, und wie? Über Alchemie, oder? Quests. Kräuterabsude. Wenn wir schon da sind. Okay, war's das schon? Ja. Wo ist sie denn, die Jennifer? Ich frage mich, ob ihr jetzt einfach abhauen könnt. Nee, nein, das machen wir jetzt nicht. Wir wollen ja wissen, wer da drin steckt. Werkzeuge auch. Gut. Wesemir? Bärenklau-Extrakt gegen die Schmerzen. Ich weiß, hab ich schon mal gemacht. Eskel? Mach die Einschnitte an den Venen und setze die Röhrchen ein. Geralt? Setze die Ampullen in die Spender ein. Fertig. Öffne die Regler. Die Reihenfolge ist egal. Muttertränen verabreichen, Queckensaft verabreichen. Ja. Fangen wir mal mit dem Queckensaft an. Hat die Bärenklau gewirkt? Wenn nicht, hätte er einen Schock bekommen, der ihn getötet hätte. Dann läuft alles nach Plan. Nein, aber es liegt alles im Rahmen. Jetzt das nächste Elixier. Halt, das ist keine gute Idee. Na, passt schon. Nein, das tut mir schon ein bisschen leid. Ich hatte gehofft, sowas nie wieder mit ansehen zu müssen. Warum hast du dann die Folterbank behalten? Berechtigte Frage. Geralt, das nächste Elixier. Oisi, Kefün. Und jetzt? Jetzt warten wir, dass die Elixiere ihre Wirkung entfalten. Könnte einen Tag dauern. Vielleicht länger. Ihr braucht nur zu warten, ja. Ich muss den Stabilisierungszauber aufrechterhalten. Umas Körper ist lange nicht so robust wie der eines jungen Hexeranwärters. Ohne den Zauber würde er... Eskel, es tut mir leid. Würdest dir was ausmachen? Lappen zu holen? Schon unterwegs. Kann nicht glauben, was wir hier machen. Kotze aufwischen? Nein, die Probe. Wenn Ciri da drin steckt, könnte sie verkrüppelt werden. Wirr im Kopf oder gefühllos. Schon mal überlegt? Wir haben keine andere Wahl. Aber natürlich. Wir haben nur keine andere Wahl. Jetzt nicht mehr. Aber wir waren zuvor. Wir hätten... Meine Herren, sauberer wird der Boden nicht mehr. Und ich müsste bitte auch noch abgewischt werden. Geralt, vielleicht solltest du... Komm schon, Eskel. Ich beiße nicht. Mach's einfach. Das darf man jetzt natürlich wieder nicht sagen.
Ist das normal? Ja, Umas Körper löst sich von innen auf. Wenn das geschehen ist, müssen wir ihn neu formen, sonst stirbt er. Ihr Hexer habt Mutagene. Wir müssen Zauber nutzen. Der ist jetzt nicht zu beneiden. Hey, Yen, du döst ein. Nein, ich ruhe nur meine Augen aus. Ja, das nennt man Schlafen. Dann unternimm was, um mich wach zu halten. Ich weiß nicht. Erzähl mir eine Geschichte. Ich könnte dir von mir und Triss erzählen. Was meinst du, wie schnell die wieder wach ist dann? Jetzt die Geschichte, als ich Ciri Eislaufen war, habe ich dir jemand erzählt, wie mir Rittersporn ein Schwert gekauft hat. Ciri. Kennst du die Geschichte, als ich mit Ciri beim Eislaufen war? Nein, nicht, dass ich mich erinnere. In dem Winter, als sie hier trainiert hat. Nach einigen Monaten beschwerte sie sich, dass ich ein strenger Lehrer sei. Hab das erst nicht ernst genommen. Dann bat sie mich, mit ihr Eislaufen zu gehen. Ich wollte nicht, denn ich war noch nie Eislaufen. Aber sie ließ nicht locker. Sobald wir auf dem Eis waren, fuhr sie im Kreis um mich herum und rief: Nicht so, Fußarbeit. Erst der eine, dann der andere. Kreuzen, nein, falsch. Brems mit der Ferse, nicht mit den Zehen. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich von da an... Er ist wach. Die Zeit ist gekommen, um den Fluch zu brechen. Bereite das Phylakterium vor. Was soll ich machen? Novit, Civil. Kamertant, Novit, Civil. Kuale, Arriva, Endir. Nein, ich lasse das nicht zu. Geralt, die gelbe Flasche in meiner Tasche. Ruhe! Hör zu. David, Civil, Kuale, Kanyaton. Sollte nicht irgendeine gelbe Flasche holen? Geralt, das Phylakterium macht's auf. Kanyata, Parananede, dies! Aha. Avalach? Du kennst ihn? Du kennst Ja, ihn? ein Elf. Ein Wissender. Wo ist Ciri? Was denn heute erst einmal? Die Nebelinsel. Aber sie ist nicht sicher. Die wilde Jagd. Die wilde Jagd. Was will sie von Ciri? Ihr Blut. Das ältere Blut, um das Tor zu öffnen. Das dürfen wir nicht zulassen. Die Nebelinsel. Wo liegt sie? Überall und nirgends. Toll. Hör zu, Wissender. Wir haben den Fluch nicht gebrochen, um Rätselraten mit dir zu spielen. Revein. Arvein. Siraen. In Skellige. Folge ihm. In den Nebel. Beeile dich. Schnell. Ich wollte sie beschützen. Aber der Fluch... Die wilde Jagd hat die Insel nicht gefunden. Bisher. Nur eine Frage der Zeit. Doch wenn sie verlässt, werden sie finden. Sofort.
Es reicht, Geralt. Er ist dem Tod noch nicht entronnen. Ja, was tust denn doch? Naja. Wird er es schaffen? Ich weiß es nicht. Nicht alles lief wie geplant. Ich habe den Fluch gebrochen, aber... Die Probe hat in seinem Körper gewütet. Wild zuckende Finger, Pupillen, die nicht auf Licht reagieren. Schon oft gesehen. Zu oft. Die Gifte haben sein Nervensystem dauerhaft beschädigt. Selbst wenn er überlebt. Versteht ihr? Ich werde Ciri suchen. Nicht so eilig. Denkst du nicht, dass du uns Antworten schuldest? Woher kennst du diesen Avalach? Was hat Ciri mit ihm zu tun? Das kann euch Yennefer erzählen. Behaltet ihn im Auge. Er ist kein Freund. Vielleicht nicht, aber Ciri scheint ihm vertraut zu haben. Wir sollten seine Worte zumindest ernst nehmen. Du hast gehört, was er gesagt hat. Verlässt Ciri die Nebelinsel, nimmt die wilde Jagd sofort ihre Spur auf. Was dann? Was schlägst du vor? Wir werden sehen, wir werden sie erwarten. Machen wir das erste. Was schlägst du vor? Ciri kann nicht für immer fliehen. Eines Tages wird sie stolpern. Und sie wird keine zweite Chance bekommen. Es ist an der Zeit, dass die Gejagten zu Jägern werden. Geralt sucht Ciri und bringt sie her. Und die wilde Jagd wird ihnen folgen. Sie denken, dass sie uns überraschen. Aber wir werden sie enttäuschen. Wollen wir gegen sie kämpfen? Wir 5? In einer verfallenen Burg? Haben wir eine andere Wahl? Außer das Unvermeidliche hinauszuzögern? Unser Hübscher hier könnte einige Leute zusammentrommeln, die mit dem Schwert umgehen können. Oder mit Magie? Ich werde Verbündete sein. Gut. Ich hole Ciri und eure Verbündete an. Bringe sie alle her. Es gibt einige, die mir noch einen Gefallen schulden. Sind auch hübsche Frauen dabei? Nein. Keine Ahnung. Was hast du vor? Und? Was habt ihr vor? Ich muss mich um Avalach kümmern. Ohne sanfte magische Behandlung wird er sterben. Wenn ich ihm helfe, besteht Hoffnung. Nicht viel, aber besser als keine. Die Jungs und ich werden überlegen, wie wir die ungeladenen Gäste begrüßen. Na gut, Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Viel Glück, Wolf. Und Grüße Cyrilla lieb von uns. Komm bald wieder zurück, Geralt. Zeit, dass ich mal wieder ein paar Nebenquests mache. Ja. Ja. Also er klingt schon wieder relativ frisch eigentlich. Ja. Ja. So, Nebenquests machen wir jetzt. Gesandte Männer des Weins. Macht, es ist alles so... Sprich mit Krach, sprich mit Mäuser, hilft Ceres, Udarex rätselhaften Irrsinn zu lüften. Achso, stimmt, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ich muss noch einiges machen, fällt mir gerade so auf. Kabarett, was ist Kabarett? Kehre zu Rittersporn zurück. Ich habe noch einiges offen. Dann da die sagen... Machen wir mal das. Okay, dann da die sagen, packen wir es mal. Aber lach doch mal. Bockmas. Wie die schon abgeschlossen? Hä? Wie kann die Quest schon abgeschlossen sein? Ja, das weiß ich. Ist mir wurscht. Die Waffenbrüder-Quest, die hebe ich mir jetzt noch ein bisschen auf. Die mal zwar noch, aber... Ja, ich schau mal, was es hier gibt. Ich darf ja gerne mal die DLCs machen, aber da ist ja meine Stufen immer nutzen, die da.
Wir werden... Ja, nehmen wir Löwenzahn mit. Wir werden jetzt erstmal schnell reisen. Aber wie gesagt, jetzt machen wir erst einmal ein bisschen Nebenquests. Das mit Ciri pressiert es nicht. Sie haben zwar gesagt, dass es pressiert, aber ich sag, dass es nicht pressiert. Der Fluch, der auf Uma lastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, war ein Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. Aha. Ja, das ist das, was wir gerade gemacht haben. Danke, lieber Rittersporn, für diese wichtige Information. Na, da wird's doch nicht einmal schon wieder sein. Ich hätte mit meiner Einheit im Wald bleiben sollen. Da wäre ich wenigstens... Im Wald, da sind die Räuber. Tralli, trallo, die Räuber. Du siehst mir äußerst verdächtig aus. Ja, ja. Weitergehen! Was suchst du hier? Schmerzbringer! Hey, Schmiedemeister, wie schaut's mit meinem Schwert aus? Grüß dich, Aper. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ja, was kannst du für mich tun? Ist mein Schwert fertig? Ist mein Schwert schon fertig? Ja, sieh nur. Ein Schwert, das alle anderen überstrahlt. Das war wahrscheinlich... Na, die Wartezeit hat sich ja gelohnt. Danke, Aper. Ich habe zu danken. Für alles. Gut. Bis dann. Kicken. Ist jetzt das Schwert so toll, wie er gesagt hat? Scherbenschwert, 209. Ja, macht ordentlich Schaden. Ja, dann nehmen wir jetzt doch gleich einen Kloppen, eine Rune rein, oder? Was haben wir denn alles an Runen? Was ist das? 2% Chance auf Betäuben, Vergiften. Was ist das? Taumeln, Adrenalingewinn. Ich würde sagen, haben wir einen Adrenalingewinn? Nein. Bumm! Jawohl. Cool. Haben wir ein neues Schwert angekriegt. So, was machen wir denn jetzt? Quest. Waffenbrüder. Sprich mit Dijkstra, sprich mit Roche, sprich mit Zoltan. Hilft Triss. Ach so, bei Triss. Ah, ich verstehe schon. Zoltan. Der Dijkstra, unwahrscheinlich, dass der mir hilft. Der Roche schon eher. Der Zoltan auf jeden Fall. Gut, Ceres, mei, da werden wir jetzt wahrscheinlich erst einmal. Aber wenn Ceres dabei war, wäre schön. Ein bisschen weibliche Unterstützung hätte ich nichts gegen. Der Krach, mei, keine Ahnung, ob der mir hilft. Der Mäuser, glaube ich, jetzt schon. Naja, der Krach wird mir wahrscheinlich auch helfen, oder? Was haben wir da noch? Sprich mir einem hier. Ja, der wird mir ja wohl helfen, oder? Ist ja immerhin seine Tochter. Was? Das interessiert mich jetzt, ob der mir hilft. Gehen wir mal zum M hier. Der wird mir ja wohl helfen, oder? Ist ja immerhin seine Tochter. Ein gescheiter Vater, der da ist für seine Tochter. Hat die eigentlich was ist eigentlich mit ihrer Mutter? Also mit ihrer leiblichen Mutter. Hat 3 unserer Jungs mit sich gerissen. Ciri wird ja auch eine leibliche Mutter haben, oder?
Vielleicht hatte sie mal eine und die ist gestorben oder was der Geier. Bei dem eben hier zutraut, dass er es aus irgendeinem Grund hinrichten hat lassen. Der Fluch, der auf Uma Ja, lastete, erwies sich als mein knifflig. Gott. Doch Jennifer Kann man und das die Gefasel Hexer nicht schafften es, ihm überspringen, beizukommen. das nervt. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf. Deine sondern Mutter als ist der elfischer hässlichste Mann Wissender. der Welt. Avalach, so hieß er, war ein Aber lach Elfenmagier, doch mal. der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte. So, wo muss ich denn jetzt da hin? Du, hilfst du mir vielleicht? Hast du Derkov gefunden? Oh ja, er hat mit Freunden meines Vaters gesprochen. Die armen Kerle können immer nur an Politik denken, ununterbrochen. Ich hoffe wirklich, dass sie sich nach der Krönung mal eine Pause gönnen. Du bist doch geil auf die Ciri. Warum kann ich nicht den fragen? Der ist doch geil auf die Ciri, kennt er doch. Mach's gut. Gut, dann fragen wir ihn halt nicht. Dann gehen wir mal zu ihrem Daddy. Also eigentlich bin ja ich ihr Daddy, aber er ist halt der Erzeuger. Wie hat der Yondu Udonta in Guardians of the Galaxy 2 gesagt? Er war vielleicht ein Erzeuger, aber er war nicht dein Vater. Nente mire d'etre. Ami ha. Ach cool, du jetzt einfach neige. Wo ist er denn? Da ist er. Hey, Emir! Eure kaiserliche Majestät. Hexer, was führt dich her? Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Die wilde Jagd verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Ich würde mich lieber selbst darum kümmern, machen wir das Erste. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Wysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Voorhees das Kommando führt. Dem kann ich nicht zustimmen. Und ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht nachgeben. Und ihr sicherlich auch nicht. Es tut mir leid, eure Zeit in Anspruch genommen zu haben, Majestät. Was bist denn du für ein... Mir Ciri. Ja, das hättest du gern. Das kannst du mal Das schön werde vergessen. ich, wenn sie es möchte. Ja, das kannst du mal gleich vergessen, du Arschloch. Alter. Also wenn das meine Tochter war, ich glaube, ich darf meine halbe Armee mitschicken. Oder die ganze Armee. Von mir aus, da kann ich befehligen, wer es will. Ich darf es wahrscheinlich selber befehligen. Also echt, hey, du Arschloch. Und dann wunderst du dich, dass Ciri lieber bei mir ist. Also nee. Leid gibt's, die gibt's gar nicht. Gut, dann hauen wir wieder ab. Dann hilfst mir halt nicht, du Gesäßöffnung. Was machen wir denn als nächstes? Waffenbrüder, ja, scheiß drauf, scheiß auf die Waffenbrüder. Gewinnt, nee, als ob ich Gewinn spielen darf. Ein tödlicher Plan, das Dilemma mit den Zwergendokumenten, was es trifft Dixter in der Passiflora. Machen wir mal das. Gehen wir mal zum Dings da, dann können wir ihn gleich bei der Gelegenheit auch noch fragen, ob er uns hilft. Das ist eigentlich, also, das glaube ich trifft sie ganz gut. Wir müssen nach Novigrad und da müssen wir St. Georg. Der Fluch, der auf Ah, erwies mei, sich als halt doch knifflig. dein Maul, Doch niemand Jennifer will und die dein Hexer Gelaber. schafften es, ihm beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalach, so hieß er, Aber lach doch war ein mal. Elfenmagier, der Ciri bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen und sie dann auf der Nebelinsel versteckt hatte.
ja, ich würde sagen, wir warten jetzt noch, bis er da jetzt auftaucht oder bis die Schnellreise da jetzt vonstatten gegangen ist. Und dann machen wir Feierabend, also nicht direkt Feierabend, für Feierabend ist es noch ein bisschen zu früh, aber dann machen wir mit The Witcher Schluss, beschließen wir das. Und heute auf Nacht wird es dann mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit dann mit Jedi Fallen Order weitergehen. Außer ich komme heute noch auf Nacht wieder nicht dazu, dann halt morgen. Aber ich schaue, dass ich das hier bringe zeitlich. Und ja. Dann schauen wir bei Fallen Order, wie es auf Datumir weitergeht. Gut, eigentlich weiß ich ja, wie es auf Datumir weitergeht, aber weißt schon, was ich meine. Gut. Jetzt sind wir hier und der machen wir mal sauber. Also ich speichere gerade von selber. Ja, das ist mir ziemlich wurscht. Jetzt speichern. Das ist der Speicherpunkt hier. Überschreiben. Ja, danke. Gut, okay, also, um allen eine schöne Abend oder gute Nacht zu wünschen, ist es noch ein bisschen zu früh. Ja, möge der Saft in dir sein. Zweiköpfige Frau. Ja, genau, also. Dann, wie gesagt, heute auf Nacht schaue ich, dass es mit Jedi Fallen Order weitergeht. So wie ich es zeitlich hinausbringe, weiß ich noch nicht, aber alles spätestens heute am Morgen. Alter, du stehst 3 Meter weit weg von mir. Covid-19 Sicherheitsabstand. Gut, also, ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen. Servus.